Heute ist es soweit. Wir machen eine Roomtour. Es haben viele von euch gewünscht, mal zu sehen, wo wir daheim sind. Wir sind gerade letzte Woche noch mal in Ikea und haben die letzten Sachen gekauft. Sind noch nicht ganz fertig, aber ich denke, wir sind soweit. Ja, das ist vorzeigbar. Also, let's go! Also, ich glaube, am besten starten wir hier mal im Eingangsbereich. Das ist auch der einzige Raum, der keine Fenster hat, aber am Morgen scheint ja auch schön die Sonne rein. Vielleicht zuerst ein paar allgemeine Informationen. Es ist eine 3,5-Zimmerwohnung. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Quadratmeter, aber schätzungsweise so um die 70 Quadratmeter. Und ja, wir wohnen jetzt seit dem Mai wohnen wir hier. Das Coole am Eingangsbereich ist eigentlich, dass überall halt Räume abgehen. Hier Schlafzimmer, Stube, WC, Büro und Küche. Und ja, ich glaube, als erstes gehen wir gerade mal in die Stube. Willst du mal die Stube zeigen? Ja. Genau, das ist die Stube. Das ist so ein bisschen der Raum, der am meisten zusammengewürfelt ist, weil wir haben eigentlich alle Möbel übernommen von meiner Schwester oder von den Vormietern, wie zum Beispiel das Sofa. Das haben wir einfach probiert, mit der Küche ein bisschen zu personalisieren oder auch ein bisschen unseren Stil anzupassen. Die Bilder sind noch nicht ganz fertig, die haben wir erst letztes Wochenende aufgehängt, also gekauft und aufgehängt. Dann ja, da haben wir einen Fernseher mit der Xbox oder Flo manchmal ein bisschen gamen. Und genau, der Essbereich. Und hier ist so ein bisschen unsere Musikecke. Da ist meine Flöte, die ich jetzt erst gerade wieder ab dem Estrich geholt habe. Dann die Gitarre im Flo. Da haben wir eigentlich noch eine Mundharmonika, die haben wir mitgenommen auf die Reise, aber wir haben, glaube ich, nie gespielt. Aber hauptsächlich haben sie dabei gehabt. Und genau, da ist noch ein Plattenspieler. Das ist so ein bisschen Flosis Baby. Also er ist eigentlich nur ausgelehnt, aber irgendwann hat er dann auch mal einen eigenen. Genau. Vielleicht noch etwas zu den Fenstern. Wir haben mega hohe Fenster und das ist halt mega cool, weil wir haben mega viel Licht, gerade jetzt hier in der Stube. Morgen ist wirklich mega schön, da geht hier hinten geht halt die Sonne auf. Und am Abend ist es im Moment auch so, dass es wirklich hier dann hinten runter geht, dass wir eigentlich den ganzen Tag haben wir eigentlich Licht und Sonne. Und da also, ist mir jetzt auch irgendwie mega wichtig, weil ich am Anfang ein bisschen Mühe hatte mit der Wohnung, weil es keinen Balkon. Und ich dachte, oh Mann, das wird mir schon ein bisschen fehlen. Aber da, dass wir so, ja, so viel Licht in der Wohnung haben und so, geht es eigentlich recht gut. Und ja, wir machen es jetzt einfach da, dass wir sehr, sehr viele Pflanzen probieren in die Wohnung reinzubringen. Also jedes Mal, wo wir jetzt in der Ikea sind oder sonst irgendjemand, haben wir eine Pflanze gesehen, kaufen wir die. Dann bringen wir so ein bisschen Natur in die Wohnung, auch wenn wir keinen Balkon haben. Also, dann gehen wir glaube ich als nächstes ins Schlafzimmer. Auch da ist halt auch wieder auf der Sonnenseite, haben wir eigentlich sehr viel Licht, was auch gut ist. Gerade am Morgen ist es halt viel einfacher so zum Aufstehen. Das Speziellste glaube ich, da innen ist das Bett. Das ist ein Palettenbett, das haben wir selber gemacht. Wir haben schon immer mal ein Palettenmöbel wollen und haben gedacht, ja komm, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und wir sind eigentlich mega zufrieden. Am Anfang haben wir uns ein bisschen daran gewöhnen, aber mittlerweile ist es eigentlich mega bequem. Und vielleicht sonst, wir probieren eigentlich, auch wenn wir jetzt viel mehr Platz haben, nicht allzu viele Kleider anzusammeln. Also wir haben da gerade jetzt erst letzte Woche wieder ausgemistet. Das hier ist eigentlich alles ein bisschen meine Kleider, hier da. Und ja, das ist noch ein Teil von der Meli, plus halt eben diese Sachen da. Ja, ist glaube ich nicht zu viel, also könnte man natürlich auch noch viel mehr rein tun, wenn man hier einen Schrank drin hat oder so. Und ja, auch meine Ukulele ist natürlich immer noch da. Gut. Ja, und ich glaube, die Küche zeigst du am besten du, das ist ein bisschen dein Reich. Genau, das wäre unsere Küche. Da wir, wenn wir daheim sind, viel daheim sind und dann einfach zweimal kochen am Tag, ist sie uns schon noch recht wichtig. Und ja, ich glaube, so Wohnungsführungen zeigt man aber den Kühlschrank. Aber es ist ehrlich gesagt bei uns nicht so gefühlt. Wir gehen immer so Wocheneinkäufe machen und jetzt ist es wieder so weit, dass wir gehen sollten. Wir haben fast nichts mehr. Aber vielleicht auch etwas, ein kleiner Fakt, was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist, dass wir uns daheim zu 95% vegan ernähren. Und das hat eigentlich keinen bestimmten Grund. Wir haben uns auch in den letzten Monaten immer wie mehr mit Ernährung auseinandergesetzt. Und
ja, es hilft uns bewusster zu ernähren und halt einfach wirklich immer darauf zu schauen, was ist drin, woher kommt es und einfach immer wieder neue Mahlzeiten auszuprobieren, neue Gerichte. Und das ist eigentlich recht cool und ich denke, werden wir auch so noch weitermachen. Ja, das Bild ist übrigens aus Hanoi, das haben wir noch von unserer Reise. Wir haben eigentlich geplant, aus jedem Land ein Souvenir mitzubringen und so dann, also eigentlich etwas für die Wohnung. Und das haben wir nicht ganz geschafft, weil einfach der Platz nicht gereicht hat, später noch gesagt. Aber das ist eines von den Stücken, die wir haben und darum haben wir auch mega Freude daran. Und das heisst übrigens, hier ist so am Nom, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es heisst Lots of Rice for a Comfortable Life. Ich finde immer noch ein guter Spruch. Ja, voll. So, genug zu der Küche. Jetzt kommt der letzte Raum dran. Willst du den gerade übernehmen? Mhm. Zu guter Letzt ist das Büro. Das ist auch bei uns, where the magic happens. Nein. Ich muss sagen, das ist gerade der einzige Raum, wo noch nicht so alles so ist, wie wir es gerne wollen. Gerade da, ja, bei unseren Workstations. Da fehlen noch ein paar Sachen. Jetzt gerade erst frisch der zweite Bildschirm, weil wir hier dann auch noch Tastatur und alles haben. Aber sonst finde ich es recht cool. Wir haben hier eine mega gute Lösung gefunden für den Tisch. Wir haben unbedingt einen Tisch, wo wir halt beide dran hocken können. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir da so die günstigen IKEA-Ständer haben. Plus eine Tischplatte raus. Bau und Hobby. Und das war wirklich mega günstig. Ich weiß gar nicht wie viel, aber irgendwie zusammen unter 100 Franken. Ja, das ist ein bisschen unser Equipment-Park. Da haben wir alle unsere Kameras und Zubehör und alles Mögliche. Da gibt es vielleicht auch mal ein separates Video dazu. Und vielleicht, wenn ich gerade dabei bin, wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft vielleicht auch das ein oder andere Video zum Thema Foto- und Videotipps machen, gerade auch für Einsteiger. Darum, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder gerne ein Video zu einem bestimmten Thema sehen wollt, dann könnt ihr gerne unten in den Kommentaren entweder Fragen stellen oder eben sagen, was ihr gerne sehen würdet. Und dann gibt es in Zukunft sicher auch das ein oder andere Video zu dem. Sonst noch ganz kurz. Schöne Nepal-Fähnchen, ob die hier noch bleiben, wissen wir noch nicht, aber wir haben es jetzt hier mal aufgehängt. Hier ist unser Brainstorming-Board. Die Wand, also das Whiteboard, das hatte ich schon in meiner alten Wohnung vor unserer Reise gehabt. Und das ist eigentlich mega cool, wenn man sich halt einfach aufschreiben kann, wenn man irgendwie halt das Brainstorming macht. Ja, und sonst wäre es das, glaube ich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal zu sehen, wo wir daheim sind. Vor allem, wo dass wir uns die ganze Zeit aufhalten, wenn wir hier die Videos schneiden. Hat auch wirklich Spass gemacht, wieder mal ein Video zu machen. Es ist wirklich viel zu lange her seit dem letzten, aber wir haben jetzt wirklich auch wieder mehr Zeit. Bis Ende Jahr haben wir ganz viel vor, auch, was wir alles für Videos machen wollen. Und wir hoffen darum, dass ihr auch dranbleibt. Dass ihr natürlich unseren Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und eben nicht vergessen, stellt uns die Fragen unten in den Kommentaren. Es ist immer super, wenn man Anregungen bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.